Der Welle 1 Schulreport, präsentiert von der Schülerhilfe Tirol. Die individuelle und qualifizierte Nachhilfe. Das Original seit 1974. www.schülerhilfe.at. Welle 1 Schulreport. Jede Woche eine andere Schule im Check. In weniger als 2 Monaten wählen rund 375 Millionen EU-Bürger ein neues Europaparlament. Österreich ist europaweit übrigens das einzige Land, in dem bereits 16- und 17-Jährige ein Wahlrecht haben. Ja? Sophie Kammersin, sie ist Österreichs Jugendministerin. Junge Menschen sind deutlich positiver als die Gesamtbevölkerung, was die Haltung zur EU betrifft. Sie schätzen besonders die gemeinsame Währung und auch die Reise- und Niederlassungsfreiheit. Das sind die 2 Themen, die junge Menschen besonders beeindrucken. Wichtig zu sagen ist, dass die Wahlbeteiligung bei Erstwählern bei der Nationalratswahl unter der Gesamtbevölkerung gelegen ist. Und das ist der Ansporn oder die Motivation, jetzt hier besondere Kampagnen und Informationen zu liefern. Sagt die Jugendministerin. Jakob Etzl ist Präsident des Europäischen Jugendparlaments. Er möchte mit seinem Team direkt an den Schulen Werbung für diese Wahl machen. Wir gehen tatsächlich an die Schulen und reden über Europa. Und weil wir wissen, dass einfach nur über Europa reden jetzt nicht das Wirksamste ist, machen wir das auch spielerisch, lassen Europa erfahrbar und erlebbar werden. Auch die Nina gehört dem Jugendparlament an, sie ist selber Schülerin. Ich bin 18 Jahre alt und ich habe ehrlich gesagt nicht das Gefühl, dass das tatsächlich so der Fall ist. Ich glaube eher, wenn ich das so sagen darf, dass Jugendliche so ein bisschen einen Hunger danach haben, dass sie wieder ein bisschen Politikwissen und faktisches Wissen zur EU bekommen und auch zu den Wahlen. Politische Bildung ist da ein großes Thema. Wenn man ihnen was zum Essen gibt, dann, glaube ich, gehen sie viel mehr in die Richtung, dass sie sich selbst dafür interessieren, sich motivieren und sich engagieren. Wie schaut Europas Zukunft aus? Das könnt ihr mitgestalten durch eure Stimme bei den Wahlen für das Europaparlament in weniger als 2 Monaten und vielleicht kommt das Jugendparlament ja auch an eure Schule.